Ja, grüß euch und Servus zum Tanzen, zum Mitmachen mit dem Magnus Keindl. Und der Katharina Mayer. Ein Projekt des Kulturreferats Volkskultur mit Tänzern und Geigen, Live-Geigenmusik von der Geigerei Schreiner. Und wir zeigen euch heute tatsächlich, also ich habe ja viele Lieblingstänze, ich sage eigentlich immer mein Lieblingstanz, aber dieser Tanz ist mein liebster Lieblingstanz. Tatsächlich, Magnus, glaub's mir. Mir gefällt er auch. Weil den habe ich nämlich von meinem Papa gelernt, da war ich, glaube ich, ungefähr so klein und deswegen bin ich auch da ganz kritisch mit dem Tanz und lieb ihn besonders. Und jetzt haben wir gedacht, sagen wir, er ist nicht ganz einfach, aber ihr werdet ihn sicher mittanzen können. Und das Besondere ist eigentlich, es wechseln sich Walzerrhythmus, also ganz lang Walzerrhythmus und dann kommt ganz lang Polka-Rhythmus, aber man tanzt unterschiedliche Schritte dazu. Genau. Und Rediva heißt er. Und Rediva, ja genau, das hätte ich fast vergessen. Rediva heißt er. Oh, danke. Das hätte ich mir selbst nicht verziehen, wenn ich das jetzt nicht so drauf gehabt. Genau, also Walzerrhythmus kennt ihr, ist ein Dreierschritt. Hin 2, 3, her 2, 3 normal. Das ist der Basic Walzer. Ja, geht hin 2, 3, her 2, 3. Wir gehen aber jetzt nicht zurück, sondern wir drehen das Ganze in Tanzrichtung auf, machen mit dem Fuß, der sowieso anfängt, einen Walzerschritt, 1, 2, 3 und der andere, anstatt nach da hinten zu gehen, zum Rundtanz, muss durch und tanzt 1, 2, 3 und wieder. Machen wir nur mal das. Das bleibt zwar nicht dauernd so, aber wir zeigen das einfach mal, dieses Walzerschritt in Promenade. Das ist eigentlich das schwierige Element. Das kommt aber dann leider auch nur zweimal pro Durchgang. Also es kommt mit dem Außenfuß, mit dem Innenfuß und dann kommt auch schon Walzer rund. Dann geht's wieder vorwärts, dann muss man wieder durchsteigen, dann muss man wieder hin und her. Dann geht's wieder vorwärts, 2 Walzerschritte und rundherum 2 Walzerschritte. Und so geht's endlos weiter, 2 wunderbare Melodieteile und irgendwann kommt das Ganze dann im Polka-Rhythmus. Und da ist es auch so, Polka tanzt man normalerweise hin 2, 3, her 2, 3. Das ist der normale Polka-Schritt, natürlich dann im Kreis getanzt. Und bei dem Polka müssen wir den ersten Teil tanzen und dann wieder durchsteigen. Und tanzen machen wir auch mal das nur vorwärts. Genau, das ist echt das Könnertum hier, wenn man das schafft, dass man da überholt. Das mag man gar nicht. Das mag der linke Fuß eigentlich überhaupt nicht. Da durch, das will er nicht. Aber wir machen das trotzdem. Und dann natürlich kommt es auch wieder nur 2-mal dran, obwohl es so schön ist. Es kommt 2-mal vorwärts und dann kommt Polka rund, rechts rum. Wieder vorwärts Außenfuß, vorwärts Innenfuß, hin und her. Und alles immer 2-mal. Genau, und die Kunst ist eigentlich, dass man auch mit 2-mal Polka-Schritt, wie beim Walzer vorher auch, einmal um die eigene Achse rumkommt, dass man heute immer wieder so in Tanzrichtung rauskommt. Dann wieder vorwärts tanzen. Genau. Ganz genau. Ja, wunderbar. Und was natürlich auch noch ausschlaggebend ist, und da bitte ich jetzt alle gut hinzuhören, ist die wundervolle Melodie. Und dann machen wir es gleich. Macht sie auch mit gleich alle, mit. oder? Mit alle, ja, machen wir logisch. gleich alle mit. Machen wir gleich alle. Achtung! Yeah! Vorwärts und vorwärts, Walzer rund. Herum, vorwärts, außen und innen und rund und herum. Und außen und innen und rund. Herum und außen und innen. Und nochmal weiter. Da, 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 da. Und jetzt im Wechselschritt. Vorwärts, erstes Mal, zweites Mal, rundherum. Außen Fuß und innen Fuß und rundherum. Und außen Fuß und innen Fuß und rund. Und weiter. Achtung, Walzer und vorwärts. Und vorwärts und rund, herum und vorwärts rund. Weiter! Holka, hey! Weiter!
Bravo! Yay! Die Geige weiß zu Rainer! Bravo! Danke. Herrlich. Danke, Katharina. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie uns. Und übt fleißig und schaut wieder rein zu uns. Pfiat euch. Bis zum nächsten Mal. Servus.